Meghan Markle. Sie ist momentan eine von den Personen, die am meisten darüber berichtet wird. Aber wieso überhaupt? Und wieso spaltet sich die Welt in Hater und Fans? Revi klärt auf. Wer ist Meghan Markle überhaupt? Bekannt worden ist sie durch ihre Rolle in Suits, wo sie die Anwältin Rachel Zane gespielt hat. Kennengelernt hat sie den Prince Harry 2016 auf einer Durchreise in England. 2 Jahre später, also im Mai 2018, haben sie schon geheiratet. Sie sagen beide, dass es ziemlich schnell klar war, dass das Endgame wird. Momentan haben sie auch 2 Kinder, der Archie und Lilibet, benannt nach der Queen Elizabeth, also dem Grossi von Prince Harry. Von der Queen und vom britischen Volk ist sie direkt mit offenen Armen empfangen worden. Dass sie es geschafft hat, den Skandal Prince Harry zum Vernunft zu bringen und unter die Tube zu bringen, das muss man ihr hoch anrechnen. Die Medien haben es leider nicht so gut mit ihr gemeint. Sie ist ziemlich schnell in der Klatschpresse verrissen worden und ihr sind Sachen unterstellt worden, die man nicht beweisen kann. Von Anfang an ist sie oft mit der Herzogin Kate verglichen worden und dabei hat sie eher schlecht abgeschnitten, weil Kate, also die Frau von Prince William, ist der Royal schlechthin. Sie und ihr Ehemann, der Prince William, sind sehr beliebt im Volk. Was viele nicht wissen, ist, dass auch Kate vor ihrer Hochzeit mit dem William Probleme hatte mit der britischen Presse. Sie ist als Waity Katie bezeichnet worden. Man hat ihr unterstellt, dass sie einfach nur warte und sie kann Prinz William herschmeißen über lange Zeit, bis er ihr endlich mal den Antrag macht. All die Vorwürfe sind sehr schnell verstummt, als Meghan Markle auf dem Royal Radar ist erschienen. Ab dem Zeitpunkt ist sie nämlich in den Fokus geraten von der britischen Presse. Besonders ein Zwischenfall hat Meghan Markle nochmal in ein noch schlechteres Licht gerückt und noch mehr Zorn von den Medien auf sich gezogen. Der Sun hat nämlich behauptet, dass Meghan Markle Kate vor ihrer Hochzeit zum Brüllen gebracht. Und dass Kate, der Liebling der Nation, angegriffen wird, hat halt vielen überhaupt nicht in den Kram gepasst. Dieser Artikel ist später einmal wichtig, auf den komme ich später einmal zurück. Mit der Zeit ist der Hass gegen Meghan Markle immer intensiver geworden. Auf den Socials ist sie angefeindet worden, es hat richtige Hate-Communities schon fast gegen sie gegeben. Die britischen Medien haben immer weiter gegen sie geschossen und leider ist auch die ganze Rassismusdebatte in den Medien immer wieder ein Thema gewesen, weil sie ja nicht weiss ist und nicht adelig ist. Im Januar 2020 kommt dann der Schock für alle. Meghan Markle und Prince Harry ziehen den Schlussstrich. Sie treten bei den Royals aus. Dort ist der Begriff Megxit entstanden. Megxit setzt sich zusammen aus Exit und Meghan. Eine Woche darauf hat das Königshaus ein Statement herausgelassen, das bestätigt, dass Meghan und Harry ab jetzt keine Royal-Vertretungen mehr werden machen und nicht mehr für die Royals werden arbeiten. Meghan Markle und Prince Harry sind nachher in die USA ausgewandert, nach Kalifornien, Montecito, wo sie sich eine schöne und teure Villa gegönnt haben. Aber wieso zieht man sich von den Royals zurück? Ich meine, wer will nicht in einem Palast wohnen und mit der Queen Tee trinken? Okay, vielleicht viele nicht. Aber ich schon. Der Hass und die Hetze von der britischen Presse ist irgendwann zu viel geworden für das Pärchen. Vor allem, weil der Prince Harry Angst hatte, dass sich die Vergangenheit wiederholt. Als kurzer Input dazu: Die Mutter von Harry, also die Prinzessin Diana, ist ja gestorben bei einem Autounfall. Der Autounfall ist entstanden, weil sie und ihr neuer Lover, der gefahren ist, im Auto so dermaßen gejagt worden ist von der Paparazzi, dass es dann geknallt hat und sie noch auf der Unfallstelle verstorben ist. Sie haben sich also für ein ruhigeres Leben mit mehr Privatsphäre entschieden und sind darum in die USA ausgewandert. Am Anfang hat es so ausgesehen, als wäre das nur eine Zwischenlösung, dass sie zwischen den USA und Großbritannien hin und her fliegen, um noch weitere Engagements zu erledigen. Ein Jahr später zieht das britische Königshaus dann aber definitiv den Schlussstrich. Meghan Markle und Harry verlieren alle ihre Schirmherrschaften. Was der sind Schirmherrschaften? Kleine Erklärung. Das geht selber nachlesen. 2000 Jahre später. Ah ja, genau. Schirmherren oder Schirmherrinnen sind Personen oder Organisationen, die mit ihrem Namen für eine gemeinnützige Organisation stehen. Bei den Royals ist es so, dass die Schirmherrschaften meistens auch zu den persönlichen Interessen der Royals passen. Zurück zum Thema. Für Meghan Markle heisst das Adieu gemeinnützige Tierorganisationen
Und für den Prince Harry heisst das Tschüss, all seine militärischen Titel. Ich würde sagen, das Jahr 2021 war das Skandaljahr für Meghan und den Harry. Nachdem alle ihre Schirmherrschaften entzogen worden sind, haben sie sich entschieden, mit ihrer Wahrheit ans Licht zu kommen. Und zwar haben sie dann ein Interview gemacht mit der Oprah, wo viral gegangen ist und sehr schwere Anschuldigungen gegen das britische Königshaus hervorgebracht hat. Für die nicht wissen, wer ist Oprah Winfrey, was hat jetzt die mit dem Ganzen zu tun? Oprah Winfrey ist die Talkmasterin der USA. Die hat schon Leute vor der Linse gehabt, wie Barack Obama, Tom Cruise, Michael Jackson, und meistens sind ihre Interviews sehr brisant. In dem Interview in California packen die ehemaligen Royals also jetzt aus und die Anschuldigungen, die sie gegen das britische Königshaus erheben, sind schwerwiegend. Meghan Markle enthüllt, dass sie, als sie noch bei den Royals war, Suizidgedanken hatte. Der ganze Hass in den sozialen Medien und die Hetze gegen sie in der Presse hat sie irgendwann zu Boden gebracht. Sie sei dann zu den Royals gegangen und hat gesagt, mir geht es nicht gut, ich brauche Hilfe. Und sie hat gesagt, das geht nicht. Es ist schädlich für das britische Königshaus. Man muss auch sagen, das ist das, was sie behauptet. Das ganze Interview ist sehr kontrovers, weil es sind zahlreiche Lügen von ihrer Seite auch aufgefallen, die man widerlegen konnte. Darum ist das ganze Interview eigentlich ein riesen Mess. Wenn ihr gerne hättet, dass ich da auch noch ein Video dazu mache, dann braucht es ein eigenes Video, glaubt mir, dann meldet euch doch bei mir. Die Anschuldigung, die am schwerwiegendsten war, ist tatsächlich Rassismus-Anschuldigung gegen das britische Königshaus. Und zwar hat Meghan gesagt in dem Interview, dass sich 2 Royals, sie hat keinen Namen genannt, unterhalten haben über die Hautfarbe von ihrem Kind. Also heisst, Meghan Markle war schwanger und hat mitbekommen, dass sich 2 Senior Royals, also von den höher gestellten Royals, über die mögliche Hautfarbe von ihrem Baby unterhalten haben. In dem Interview hat Meghan Markle auch noch das Brühldrama mit der Kate Middleton, also der Herzogin Kate, aufgelöst. Und zwar aus ihrer Sicht sei es so gewesen, dass Kate sie selber zum Brüllen gebracht und nicht umgekehrt. Kate habe sich darauf entschuldigt, habe gesagt, das habe sie nicht so gemeint und die ganze Diskussion sei vom Tisch. Insgesamt haben die Anschuldigungen eingeschlagen wie eine Bombe. Dass der Angriff auf die britischen Royals sie nicht beliebter haben gemacht in Großbritannien, ist klar. Die meisten haben sich nicht unbedingt an den Lügen aufgeregt, sondern mehr am Zeitpunkt des Interviews. Zu dem Zeitpunkt, als das Interview ausgestrahlt wurde, ist der Kronprinz, Prinz Philipp, nämlich gerade im Spital gewesen. Also Prinz Philipp ist da hinten. Das ist der Ehemann von der Kate. Und der Großvater von Prinz Harry. Das Interview hat nochmal einen neuen Skandal ausgelöst. Der Piers Morgan, der hier, das ist ein Host von ITV Good Morning Britain, hat nach dem Interview einen Ausraster im Live-TV. Er ist über sie hergezogen, über Meghan Markle, und hat gesagt, er glaube ihr kein Wort. Nachdem ihm andere Hosts widersprochen haben, hat er gesagt, hey, Galma, ist er ausgerastet und ist gegangen. Er hat sich verletzt gefühlt in seiner freien Meinungsäußerung und hat dann nachher den Job hergehängt. Im Internet hat er weiter gegen Meghan Markle geschossen. Man muss sagen, er war auch vorher schon ein grosser Kritiker gewesen. In den USA angekommen, haben sie aber nachher die Archewell Stiftung gegründet. Das ist eine Stiftung, die gemeinnützige Organisationen unterstützt, aber es ist auch eine Produktionsfirma. Mit dieser Firma haben sie einen Deal mit Netflix machen, wo sehr, sehr viel Geld rausgesprungen ist. Gleichzeitig haben sie noch mit Spotify einen anderen Mega-Deal machen. Das heisst, Tsching, Geld in ihrer Kasse. Das ist auch nötig, weil sie ja jetzt nicht mehr vom Geld der Royals profitieren können, sondern selber ein Einkommen sich erarbeiten müssen. Mit Netflix haben sie jetzt eine Produktion gemacht, die jetzt schon gleich rauskommen sollte. Eine andere Produktion von der Meghan Markle persönlich ist jetzt gerade kürzlich gedroppt worden von Netflix. Man weiss nicht genau wieso, aber es war eine Animationsserie von der Meghan Markle selber entwickelt, wo jetzt ganz heimlich, ohne grosses Aufsehen, wieder aus dem Repertoire von Netflix ist rausgestrichen wurde. Wieso es die Animationsserie gar nicht erst wird geben, wissen wir nicht. Aber das kommt natürlich auch wieder neue Spekulationen an.
So, wir sind jetzt schon fast am Ende mit dem Video. Ich hoffe, ich habe einen oder anderen Knoten können lösen zu dieser ganzen Meghan Markle-Debatte. Jetzt stellt sich nur die Frage, wie geht es weiter mit diesen beiden? Das Jahr ist ein grosses Jahr für die britischen Royals, und zwar feiert Queen Elizabeth ihr 70. Thronjubiläum. Das heisst, das Jahr ist sie 70 Jahre schon auf dem Thron. Das Platin-Jubiläum, sagt man dem. Und für das sind grosse Festlichkeiten. Denkt, dort werden auch Meghan Markle und der Prince Harry das erste Mal wieder mit den Royals vereint sein. Das verspricht Drama und das verspricht Gossip. Ich erzähle euch dann, was dabei ist rausgekommen. Outro. Habe ich überhaupt ein Outro? Hey, das war gut. Yes! Nein, was mache ich mit dem scheiß Mikrofon? So. Ein Jahr später zieht das britische... So, Ende Gelände.